Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Coop-Season. Wir sind in F1 22. Das Game ist heute rausgekommen und die Schübs und die haben das schon mal Zeit genommen und starten die neue Coop-Season. Und zwar machen wir eine Full-Season, also wir gehen jedes Rennen fahren. Und ja, zuerst mal hallo Schübs. Salut! Ja, eigentlich geht es weiter mit der Coop-Season. Der Hype ist real, würde ich behaupten. Wir sind vorher schon ein bisschen gefahren, mal mit dem neuen Auto. Zusätzlich haben wir ein bisschen Settings gemacht, alles drum und dran, dass wir da wieder ähnlich haben, oder das ähnliche Bild haben wie vorher, der alten Coop-Season. Und ja, also wir sind in Miami gefahren und es hat schon mal Spaß gemacht, das kann man mal sagen. Zu den Einstellungen alles allgemein, wo wir drin haben, das tue ich unten in der Videobeschreibung reinschreiben. Also checkt es gerne dort unten aus, wenn ihr etwas möchtet wissen. Tönt auch gerne jetzt schon den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr auch bei den nächsten oder bei den kommenden Videos dabei sind. Die Schübs und die haben schon 3 Coop-Seasons gemacht, falls ihr die noch nicht gesehen habt oder noch nie gesehen habt. Die sind sehr lustig geworden und wir hoffen mal, dass es hier auch richtig lustig wird und spannend wird. Wie ihr schon gesehen habt, ich starte meine Karriere in der Coop-Season bei Williams Racing und der Schubs startet bei Alpha Tauri. Standard. Alpha Tauri, genau, er ist so der Red Bull Boy, ich bin mehr der Mercedes Boy. Da sehen wir auch, wo unsere Wege sollten führen an dieser Stelle. Genau. Also so ein Red Bull gegen Mercedes-Ding wäre vielleicht noch nice. Oder McLaren, da haben wir ja eigentlich in der ersten Season geplant, aber ist ja in die Hose gegangen. Yep. Ja, aber wir schauen jetzt mal, wo es hergeht. Das erste Rennen wird in Bahrain stattfinden. Ihr seht auch, wir haben ein 30 Minuten Practice, wo wir wie immer nicht aufnehmen. Also da fahren wir einfach einmal. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch mehr Zeit brauchen. Und ja, mit neuen Setups alles drum und dran mal schauen, was wir dort herausfinden. Das Qualifying machen wir wie immer ein Short, also ein kurzes Qualifying. Das heisst, es geht ja 18 Minuten oder so. Da zeigen wir einfach nur die Highlights, zeigen, was so passiert ist dort. Und dann machen wir ein 25% Rennen mit 14 Runden jetzt hier in Bahrain. Und ja, wir haben einfach Safety Car Erhöhung drin. Also gut, das schreibe ich zwar alles und rein, ich muss jetzt ja nicht alles erklären. Ich sage so, ja, ich schreibe so rein, du jetzt gleich alles erklären, weißt du? Ja. Perfekt. Nein, also nur ganz kurz, Safety Car erhöhen, das sollte öfters kommen. Und KI haben wir jetzt mal auf 85 da. Das ist schon Expert, weil KI ist da ein bisschen stärker geworden als beim 21 scheint. Wir tun es aber dann einfach anpassen. Also wenn wir sehen, okay, mit Williams, ich zum Beispiel mit dem langsamen Auto fahre jetzt irgendwie auf P5 führen, ist sehr unrealistisch. Darum tun wir das dann wieder anpassen. Das müssen wir ein bisschen herausfinden. Würden wir euch aber updaten, wenn das angepasst wird. Genau, dass wir da auch transparent sind. Und ja, hast du noch etwas zu sagen? Oder nicht? Mal kann ich etwas sagen. Es gibt wirklich, also die beste Neuerung, die sie gebracht haben, ist die fucking Musik. Es ist so cool. Ja, Musik ist wirklich geil. Ey! Und ist wirklich geil. Also meine Führung tiptop. Ich bin richtig hype. Ich freue mich extrem auf die Season. Macht mit, feiert mit. Es wird geil. Wir bringen wieder ganz viele geile Memes und Versprecher und weiss auch nicht was. Da bin ich überzeugt. Es wird Spaß machen. Was ich noch muss auch erwähnen Musik ist geil, kann ich aber nicht gross einblenden wegen Copyright, sonst wird das Video permanent wieder claimed. Da habe ich keinen Bock. Und ich habe eine neue Pedalerie noch gekauft, die ist auch heute gekommen, wo das Game rausgekommen ist. Und zwar habe ich hier einen Trustmaster, was habe ich jetzt noch gekauft? Ein TLCM Pedals, also ja, es ist ganz neu, die Bremse ist höllisch schwer zum Drücken. Darum, falls mein Fahrstil, der ist ja bekanntlich schon nicht gut, aber es sollte jetzt noch schlechter sein, dann liegt es an der Pedalerie, weil ich mich einfach noch nicht daran gewöhnt habe, die muss ich noch ein bisschen anpassen. Dann. So, aber jetzt haben wir genug gelabert, würde ich behaupten. Wir legen los. Ich glaube, wir gehen gerade straight ins Qualifying rein, also im Video. Wir machen jetzt aber noch das Practice und R&D. Autopräsentation müssen wir, glaube ich, nicht machen, oder willst du das reinnehmen? Nein, hört doch auf. Nein. Das wird einfach geil. Ja, nein, ich glaube es nicht. Wir gehen einfach straight ins Qualifying im Video. Let's go. Let's motherfucker go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Ja, wir sind das Training gefahren und haben wie soll ich sagen, viel Infos gesammelt über die neuen Autos rein, beziehungsweise viel gelernt über die neuen Autos rein. Also es ist schon krass, wie der Unterschied ist in einem Highspeed-Corner und in einem Corner, wo du halt nicht so schnell fährst. Also jetzt bei Williams, wo Chassis und Aero wirklich nicht rum ist. Also da ist einfach ein eckiger Klotz im Wind.
Ich bin mich schon mit Huren viel Downforce. Beim Gabo sieht es ein bisschen anders aus. Der ist eigentlich auch eine relativ gute Zeit gefahren. Ja, ich schaue jetzt mal, wie ich mich hier verbessern kann. Und hoffe, dass ich da immerhin ein bisschen einen Lab rausklatschen kann, der vernünftig ist. Aber bei mir hat es jetzt alles andere als gut ausgesehen. Ja, das ist halt einfach, oder? Anfänger mit dem Setup. Hast du Setup? Ja, du hast Setup vom gleichen übernommen wie ich auch. Also Ja, vom Tim Tüg. Ja, Oder wie er ich heisst. habe den Test drauf gehabt. Aber du hast es gelassen, gell? Du hast nicht geändert dran. Ich habe absolut... Mal kann PSI vor, habe ich 24,5 da. That's it. Der Rest ist nicht gleich gelassen. Ja, das habe ich auch so. Aber es kann schon sein, dass der Alpha Tower ein bisschen besser darauf anspringt. Und holy fuck, sieht das Game sexy aus in den Flutlichtern. Eins 29 fahren die? Du bist im Training in 1,34 oder so? Nein, in Nein. 1,32 fahren. Also jetzt bin ich in 1,31 gefahren und die Runde ist nicht gut gewesen. Also das ist absolut realistisch, 1,29. Was das Auto gut angefühlt hat. Nein, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich irgendwie spärlich an. Es fühlt sich irgendwie... es will einfach nicht so. Aber die Zeit ist schon mal im Elbenbereich drin. Das ist gut. Der Williams sieht wirklich sexy aus in der Nacht. Ein Ferrari am Aufhalten? Oh mein Gott, Ui, der ja. Bär. Aufhalten ist gut. Bremst er sicher schnell ab und dann ist der Frontflügel weg. Oh was? Wow! Was macht der? Jetzt ist der Frontflügel weg. Aber hast du gesehen, was er gemacht hat, Ja, der Idiot? ja, Jetzt ja. habe ich 5 Plätze bekommen. Ja, super. Du drehst ja, plötzlich bleibst du wieder, plötzlich bleibst du stehen, weil er Tailgate sich zieht und dich ansaugt dann, nicht? Ja. Was Ja, macht der gut. Russell? Also, mein Quali ist vorüber. Fertig. Ja, mein auch. P14. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Hamilton, George Russell, and Tsunoda, Fernando Alonso, Ocon, Bottas, and Kevin Magnussen, Norris, Ricciardo, Sebastian Vettel and Verstappen. They've taken a grid penalty. Joe, Albon, Mick Schumacher and Lance Stroll. Shepard, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And the real deal. Which of these talented drivers will come out on top today? Alter, das Game ist einfach so schlimm verbuggt noch. Ja, da mit kommt den noch Dings. da kommt noch weiteres Zeug bei mir. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, Mann. Also ich habe es leider übersprungen, so muss ich sagen. Das hätte ich einfach anschauen. Ja gut, das ist einfach nur das Gelaber da wieder. Ja, also, das Geilste war das, dass bei dir der Mick gestanden ist und bei mir der Stroll. Ja, voll, bei mir war es genau gleich gewesen. Also, eben, jetzt können wir so sagen, der Schübs hat schon gesagt in der Aufnahme im Qualifying, aber dort scheint mir immer das größte Teil wieder weg. Das Game ist noch recht verbuggt, also es hat recht viele Bugs drin. Also bei mir, wenn ihr jetzt aufs Lenkrad schaut, oben links und oben rechts, die roten Knöpfe, die sind so leicht verpixelt noch. Und eben auch, es hat so viele Bugs, Anzeigefälle, den virtuellen Spiegel können wir zum Beispiel nicht aktivieren bei uns. Keine Ahnung wieso. Was ist noch alles, was verbuggt ist? Keine Ahnung. Es ist relativ viel Bugs jetzt so drin. Es ist noch vor offizieller Release. Das Game kommt ja am 1. raus. Wir haben heute den 28. Wir nehmen es jetzt schon auf am Abend. Und ja, was müssen wir da sagen? Ich weiß gar nicht, haben wir noch etwas gesagt, was wir erwähnen? Ich glaube es nicht, oder? Nein. Das Also, ich glaube, im Qualifying hast du schon ziemlich gutes Zeug schneiden von dem her. Schnitte, ja. Dort. Selber schneiden. Ja, wir legen los. Ich starte auf. Ich gehe mit Softs, glaube ich, los. Ich starte mit Mediums. Also, ja, wir gehen mit Medium, das macht schon Sinn. Dose. Da räumt die Dosen ab. Dosen wir. Und. So.
Ja, let's go. Let's go. Let's go. Okay, dann neue Versprechen für die Season. Hä? Ja, das Bari geht. Ja. Ah, da Soundpacks sind einfach hure viel. Nein, habe ich nicht. Wir machen noch Einwärmungsrunde. Ja, jetzt genau. Das habe ich noch nicht gesagt, kann umfahren in die Startbox rein. Das habe ich voll vergessen. Das wollte ich sagen. Aber jetzt mit Traction Control. Ah, jetzt mal schauen. Ja, ich bin gleich rechts. Ich werde auf P20 starten. Obwohl es für P19 steht bei mir. Ich sicher eine Strafe wegen Dings. Hä? Nein, das Strafe hat die nicht. Hä? Ah, jetzt hat es gleich gekostet. Komisch. Aber du bist vor mir mit P19, P20. Jetzt bin ich Geht verrückt. das? Hä? Alter, Egal, let's go Rennstart. ja. Ja. Das war jetzt super weird gewesen. Ich habe keine Kupplungsanzeige und alles. Aber ich habe einen guten Start gehabt. Oh Gott, du bist viel langsamer als ich. Holy fuck. Ja, so habe ich in den letzten paar Seasons wirklich nie etwas dazugelernt. Man dived in Bahrain in Turn 1 nicht rein. Habe ich wirklich das Gefühl, auf der Höhe von einer 50er-Tafel, dass ich hier noch eine gute Position nachher rausfahren kann. Ich meine, schau mein Gesicht an. Ich sehe noch optimistisch aus, aber mal schauen, wie es weitergeht. Oh Gott. Oh mein Gott! Ja. Super. Oh mein Gott, jetzt habe ich Unterbodenschaden. Schau, was die mit mir machen. Ich auch. Hä, Alter Mann, die stoßen mich im Zeug umeinander. Was soll das? Das war zu unfair. Mein Gott, Alter. Und dann noch riesen Schaden am Unterboden. Das ist gerade orange. Ja, verwundert mich nicht. Und am Ja, und Dings Heckflügel habe ich auch noch Schaden. ich habe Frontwing Damage. Oh, da gehen hure viele Hitbox, Russell auch. Der Start was okay. Oh. Ja. Ah, jetzt übernimmt er den Broadcast-Modus, okay. Jetzt kommt einer, der so labert. Ah, schon nice. Ah, da siehst du so ein bisschen von anderen Perspektiven. Das sieht super geil aus. Alter, sie haben den Flügel nicht richtig weggebracht vorne. What the fuck? Geil. Ja, das haben sie auch eingebaut. So ein bisschen unpredictable. 7,8. Das ist eigentlich noch easy. 22 Runden könnte ich fahren mit dem Satz. Oh Gott, die bremsen wieder hure früh ab. Gott, ey. Oh Gott, ey. Wir haben es so früh ab. Schumacher überholt, aber müssen im Ocon ausweichen. Jetzt habe ich eine schlechte Linie, jetzt überholt mit dem Schumacher zurück. An die DRS. Er aber auch, wie kann das sein? Wie können wir beide DRS? Aha, Ocon. Oh mein Gott! Die hat rechts rüber. Habe ich noch mehr Damage? Die werden die vorne abnehmen. Ja, wirklich. Ja. Frontwing. Das ist heftig. Der Unterbodenschaden ist ganz krank. Das ist richtig schlimm gewesen, also gerade so nach der Box. Ja, es ist tricky. Und wenn du gerade aus Pits rauskommst, wenn der Broadcast-Modus beendet ist... Bei mir gibt es keinen Broadcast-Modus. Nicht? Nein. Ich musste ein Quicktime-Event machen, ja. Aber es ist gleich nur allein, es ist nur ein X. Schon gut, haben wir beides showcased, oder? Das Game ist so verbuggt, ey. Normal. Mediums. Nein, ja, rund 8. Ja, ich habe schon wieder gespielt. Ich komme jetzt Oh mein Gott! zu Mediums Ich haben. habe jetzt auch fast gespinnt. Ich werde schon gelebt. Eigentlich für die Championship würde es jetzt Sinn machen, es retiren. Wieso? Wegen Motor. Nein, wieso retirest du? Wegen Motor? Nein. Du Kann kannst ich ja nicht machen, irgendein hast du sicher wieder einen scheiß Quali und dann klatschst du wieder einen neuen Motor rein. Ja, ich habe jetzt schon einen neuen Motor gemacht, aber ich kann kein Resultat mehr holen. Ich schon. Ich bin noch in den Points. Ja,
Ja, aber Also bei dir ich ist fahre es einfach zur wahrscheinlich. Fahrpraxis sammeln, Mann, Alter. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ja, stimmt, das wäre eigentlich schon. Und jetzt mit einem kaputten Auto ist die Challenge schon eh grösser und... Oh Gott, ey! Oh nein! Achtung, Perez und Dings. Jetzt kannst du. Das war noch close, gewesen, man. Holy fuck. Oh, die Motorensounds, richtig sexy. Ich möchte sie jetzt immer näher haben. Ich meine, dort oben ist ein Flug. Früher ist das auch ein Helikopter, der am Fliegen ist da im Game. Ja, komm, Hamilton. Oh! Ja, das war gerade ein bisschen snappy, der Wagen. Weil... Vor allem, ich dachte, er räumt dich jetzt noch mit. Ja, und der Unterboden macht extrem viel aus. Also, mein Gott. Also, wenn er schon fertig. Die Chance ist schon aus dem Ziel. Are the fireworks from me? They can be. Oh, schöner Crash in Pitlane. What? Nein! Das war zu früh. Gewesen. Es hat Ah, noch Zertig Halleluja. für die Musik. Ja, nicht sagen! So gut. So gut. Ja, gut. Also, das war es mit dem ja schon mal sehr guten Start in die F1 22-Geschichte rein. Ja, ist wirklich gut gestartet, muss man wirklich so sagen. Genial. Ja, mal schauen, wo es uns im nächsten Rennen her verschlägt in Saudi-Arabien. Die Strecke ist eigentlich immer noch gleich, da haben sie nichts geändert im Game, glaube ich. Mhm. Ja, mal schauen, wie sie zum Fahren wird sein, vor allem mit unseren Autos, beziehungsweise auch mit meinem Auto. Ja, sicher. Bin ja auch gespannt. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat die erste Folge gefallen in dieser Coop-Season. Wie genau, wie gesagt, könnt gerne den Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, dass ihr auch benachrichtigt werdet, wenn die nächsten Episoden online kommen. Wie gesagt, wir machen jetzt eine Full-Season Karriere, genau. Und tut auch gerne das Video bewerten und tut auch gerne das Video teilen, das würde uns sehr freuen und uns natürlich auch sehr unterstützen. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode in Saudi-Arabien und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und